Guten Morgen, Tien Ola. Kijk je alle hartelijk welkom. En mijn wens is dat God zijn woord van der ons morgens mag zegenen. Dat we waren maar wat daarvan geleerd kregen. En we willen weer gaan in Matthäus 8. We zijn bij vers 18, 22. Wat we van der ons willen zijn daar te nemen. En als een warning en vooruit, wil ik hier een zeggen, want we zijn opgesteld is, dat de mens zich alles wählen kan met zijn eigen vrije wil, dan hebben we van der vielleicht een afsnitt wat du je einsteigt. Want wie dat verstaan kan, dat God sovereign is in die wereld, wat hij zich wählen wil, en dat alles als hij dat wil, wanneer we doel met einverstanden zijn en wat ons van deze boodschappen zeggen zijn. Maar wanneer we humanistisch zijn, of wanneer we human-centered zijn, dan wordt ons deze boodschap zeer steunen. En als een warning voor al die freewillers, wil ik al in vooruit zeggen, houd je vast. Wegens geen grond, die wordt met deze boodschap zo leicht weggewascht. So, waar we ons den Aufschnitt mal even lezen, Matthäus 8, vers 18 bis 22. Als Jesus sagt, dat nog zoveel mensen am stonden, bevoel hij even te fahren naar de andere kant. En een schriftgeleerde kwam nu aan en zei, Meester, ik wil metkomen, wo immer die hand is. En Jezus zei aan, Fast haben ihre Lacher und viel haben ihre Nase, aber die Menschen sehen, haben nicht einen Platz, seinen Kopf hinzulegen. Dann sieht ein anderer Jünger, lass mich erst gehen, meinen Führer begraben. Jesus sagte ihm, fall du mir nur und lass die Todes ihre Todes selbst begraben. Ons hoppen nein. Laat je recht daarvoor. Wir kommen hier voor die en we danken die. Dat die gnädig bist, dat die ons has getopgetragen en die woord unterharchen. We hebben ons was aan bereikt, dat die ons mocht hier alle topgebracht haben met open harten. Dat die onze harten has gemerkt, dat we die woord vertrauen können. Dat we nicht dat wegsteuten, wegen ons kleiner Verstand dat nicht sein merkt. Er mocht die ons lieber in Gehorsamkeit hart geben, dat we nicht wollen, dat beurteilen, zodat ons dat reich zet, maar dat we dat willen zo beurteilen, zoals die is. En die moet die zijn, die we reich hebben, niet wie. Mocht die ons alle aanleiden en een zo'n jas geven, dat we in een gehoorzamen zijn, willen die gehoorzaam zijn, en niet in woord harken, en ook te ben wassen. En hij moest die dat geven, dat de David zegt, dat hij heeft een geval aan die geboten. Mocht die onze harten ook zo uitmerken. Dat we een geval aan doen gaan, wat die is. En dat het niet een los wordt aan, maar dat het een jacht is, wat de licht te draaien is. En dat we mogen het leven en een verlangen gaan, die ons vooruit te doen. En Jezus zijn naam bericht het. Amen. So, wanneer we hier wel een klein beetje nakijken. Hier is einer, der wil Jezus nu volgen. En Jezus zegt hem dat gleich zo 100% af, maar hij heeft hem die warningen. En die warningen, die worden zo dit zijn. Du hast gleich dort, wo dat braucht, te mij nu volgen. Du bist gleich in Sturm, so te leven, als ik leven doe. Du hast dat gleich. En Lothar te lengen onze boodschap, waar we dat zijn, waar Jezus zelf zegt, dat keiner kan am komen bieden de Führer, de jef am dort. En waar wanneer du een andere is, hij zegt, hey, ik wil die nu volgen, maar ik ga eerst nog andere dingen te doen. No, zegt Jezus. Laat die dood je dat doen. Ik heb dat zijn, dat is met dit,
Met dit dat Jezus ver zijn, met dit dat Jezus bewezen, weet je wat, dat zijn niet je wat je immer alles wil. Dat is niet je Glück wat dat deed, dat is niet je Entscheidung. Al die Entscheidungsmerker, der Grund wordt met dit wahrgewascht. Wenn du glaubst, du hast die Entscheidung, Jesus nur zu folgen, hast du dann mal das übergelesen? Du sagst, okay, ich habe mich entschieden, Jesus nur zu folgen. Wo folgst du am nu? Like, Jesus sagt, die Vers haben leichter, also, was die sagen, dass man das ist, even die wilde Tieren auf dem Stab, die haben einen besseren Verbleib als ich. Die haben eine bessere Stadt, wo sie sich uitreiben können. Als dort, was du weißt. Best du in Sturm dort zu tun. Und wenn du von in den Palast kommst und hast gerecht, eine ungesehene Person zu werden, wenn du warst ein großen Prophet nur fallen, vielleicht kriegst du von denen sie Fame, was du auch was kriegen, dann darf noch einmal bedenken. Was ist die Ursache, warum wirst du Jesus nur folgen? Wenn das nicht gegeben ist von Gott, wenn dir das nicht gegeben ist von Gott, dann wirst du Jesus nicht lange nur folgen. Even wenn er noch sagt, komm. Du wirst nicht lang. Wenn dort schon wieder fangen wird zu kosten. Wenn du wirst aber früher starb, vielleicht irgendwo mal danach bleiben. Wenn du wirst vielleicht einen Tag in ein, der und ein nicht zu eten haben, wenigstens die wurden noch nicht abgenommen. Und für Hunger und für Durst wirst du die Messkrieg verkommen. Betont sich dass danach Jesus nur zu folgen. Ja, dann wird das vielleicht auch mehr zu viel kosten. Aber danach, wenn Jesus sagt, komm, dann wirst du das verdrehen. Wer ist das, wer das aber nicht verdreht, was er nicht gesagt hat, komm. Was ich bloß haben wollte, mit ihren eigenen freien Wahlen, ihrer eigenen freien Entscheidung, sich sie getan haben, sie wollen was von Jesus. No, sie wollen gleich was von Jesus. Sie wollen bloß mangt den Abreisen, mangt das sein, wo du was Großes nicht passiert. Aber mangt den Sacrifice wollen sie nicht sein. Du wird für einen Leute gesungen, Herr, nimm mich ganz als ich sie. Und das wird sogar so gesungen, dass wenn ich das Opfer will sein. Aber weißt du, was du so leicht passiert? Wenn wir noch pochen, mit, wie wollen das Opfer sein? Weißt du, wie kriepen der Schwind von Alter rauf, euer Maß raufkommt? Das stimmt. Ja, wenn das Maß wirklich abgehoben wird, dann soll wie aus Opfer durchgeschlagen werden, dann kriegt wie der Schwind rauf. Dann ist das vielleicht doch zu viel, was das kostet. Denn Jesus weiß, dass das gesagt wird. Die haben keine Anstellung, so viel zu geben. Und dann sagt ja, für diese Warnung. Aber für die, was sich geroten hat, ein Opfer zu sein, die wollen das verdrehen, wenn sie jetzt merkt, die werde ich das tun. Und in Lukas, Vers 9, hat Jesus die Salge begeben hat, auch beschrieben, und wir würden die von der Betseiden-Salben besäuen. Lukas 9, Vers 57. Du sagst, dass es steht, aus seine Längden mehr gingen, seht, wer te arm. Herr, ich will mit dir mitkommen, und don't, wo die Hand ist. Jesus sagt te arm. Die Vers haben ihre Lacher, die Fehl, und in den Himmel haben ihre Nasta, und die Menschen sehen, haben noch nicht einen Platz. Aber die Menschen sehen, haben noch nicht einen Platz, seinen Kopf anzuleihen. Dann sagt er zu einem anderen, folgt mir nur. Darüber sagt Herr, lasst mich erst gehen, meinen Führer begraben. Jesus sagt zu ihm, lasst die Dödje ihre Dödje begraben. Du aber go und predigt das Gottesreich. Dann sagt noch ein anderer zu ihm, Herr, ich will die nur folgen, aber lasst mich erst gehen und meine Familie Aufschritt nehmen, von meiner Familie Aufschritt nehmen.
Jesus sagte ihm, wer seine Hand an den Pluch lag, en dan trek ik, als im Gottesreich nicht te breken. Een ander woord wat Lucas hier nog een paar ook nog vandaag brengt, dat is, wanneer je ook nog groot bent, en die vangt aan, die was niet gewoon als een missionary schaffen, maar die kijkt toch terug. Er zijn toch veel gemütlichkeiten, wat die verlaat. Zeg ze, wanneer die doch een trein verlangen, en dat hast, best niet meer te breken te dat. En wat moeten we van dit nemen? Want Jezus de een zegt, die verdreist dat gleich Minuten vallen, die biedt dat niet mal. En tegen een anderen zegt hij, kom, laat de doodje dingen doen. Wat bewijst ons dat? Bewijst ons dat niet dat erst eerst moet aan, want Jezus eerst kamp. Want du glaubst, du bist in Sturm. Du wirst die mal abmerken, du wirst nicht gut für Gott schaffen. Weil wir müssen an die Ferienbotschaft denken. Gott ist nicht beneidigt an die. Gott fehlt nicht an die. Das ist actually eine englische Botschaft. Aber anyway, Gott fehlt nicht an die. Das ist nicht beneidigt. Die kommt nicht kalt, wenn die am Hals oder nicht Hals. Das merkt die nicht aus, wenn die das. Und das ist auch nicht gehindert, wenn er nicht ist. Aber die glaubst vielleicht einmal, die wirst die abmerken, die wirst nicht mehr für Gott schaffen, die wirst standhaft bleiben. Weil die wirst gleich. Wenn das deine Wohl ist, wenn das nicht Gott seine Wohl ist, wenn das deine Wohl ist, dann kannst du noch großmütig sein. Aber die wirst so sehr leicht. Die wirst so sehr leicht. Ganz wat anders doen als die geglaubt hast te doen. En hier is dit. Petrus dag, hij wordt even met Jezus te gestorven. En Jezus had allemaal gewarnt. Jemand, hier wordt niet wat passeren. Je waren niet alle oren aan mij. En ze geloven dit nog niet. Petrus zegt, ik niet. We moeten in Matthäus 26 gaan. Vers 31. Dann sagt Jesus, es steht, Matthäus 26, Vers 31. Dann sagt Jesus, diese Nacht, wo je jünt alle Euren an mich, wenn's dort steht geschrieben. Ich war den Schub hart schlonen, und dann war der Schub von der Herde in einran. Aber wann ich erst abgestoßen sie, dann war ich verjünt nach Galiläa gehen. Und Petrus sagte ihm, wenn der andere auch alle sich über die Euren, ich war nicht. Jesus sagte ihm, ich sage dir die Wahrheit, euer der Hund, der nach krähen wird, wirst du mir all dreimal verlieren haben. Und Petrus sagte ihm, und wann ich mit dir gestorben wird, ich will die nicht verlieren. Und so sagten die Jünger alle. Und so, das ist, was Petrus selbst sagt. Ich will Jesus dienen. En ik wil, even wanneer ik met den gestorven had. Hoe lang reikt dat? Wie weten je de Geschichte goed, was ik dat raam nam? Du durft nog niet mal een Schwert aan zijn hals zijn. Du durft nog niet mal een Herr Soldatenramme aan zijn, wat am alle de Spissen aan de Brassen aan dreigen. Nou, dat braucht een kleine Duinsmejal. Dat wie nog. Dat hij zich van Jezus losleert, en sogar schwert en vliegt daarop. Dat zoveel het aanhoudt, wanneer een mens zelfs een Entscheidung neemt, en gelooft met zijn Entscheidung, wat hij zich wilt, dat is hoeveel kracht dat met zich brengt. Want ik heb dat zijn. Dat is niet wat de mens zich wilt. Dat is wat God zich wilt. Wat du beständig blijft. Wat du durchhält. Nou, waarom muss Petrus dat zo doen? Den fehlt dat. Dan muss dat zijn dat zijn kluge woel niet uitmerkt. Zijn mühl, want dat nog
Jesus Ehrtauschsprüch, irgendwas, das hält nicht an. Du bist nicht in Stand, das zu tun, was die tauschsprachst. Und weißt du, was das ist? Das ist Stolz. Das ist ein schrecklicher Stolz, was der Mensch in sich hat, dass er glaubt, er hat die Fähigkeit, eine Entscheidung zu nehmen, und nu will ich mit meiner Entscheidung, mit meinem freien Willen, Gott tun, das trägt so weit es das. Das ist erstmal, wenn Gott kommt und durch die Welt, dann fängt das an, einen Unterschied zu merken. Wenn ich gesagt habe. Und was passiert mit Petrus? Ich will das nicht sagen, was die Schrift nicht sagt. Ich will dann bloß sagen, was mir dann einmal ankommt, was du gleich, was meist für sich passiert sind. Simon, als Jesus so verloren hat, und Jesus wirklich von dort abgestanden, und er wird nach 40 Tagen, so wie das, hat er sich immer weiter frisch sein lassen. Aber wie das, dass Jesus sich in der 40 Tagen Tag für Tag war er so mit den Jüngern wird? Oder wie er in der 40 Tagen sich dann sein Leute und dann Luther war auf verschiedenste Wege, auf verschiedenste Städten. Das ist, wo ich das verstehen kann. Und so, was passiert mit einem Menschen, wenn der erst gedemütigt worden? Wenn der das ist, wenn der mal erst mit sich selbst zur Schande gegangen. Dann auf einmal hast dich, dann kommt der durch und dann fängt er das an zu sein. Ich sehe überhaupt nicht zu brücken zu dort, wo ich glaube, wo ich ein großer Mann zu wird. Das ist überhaupt nicht mit mir. Ich sehe ein Lothar, habe ich ein plötzliches Wort für dort, ein Fracasso, einmal Desaster, einmal Failure. Ich kann die verhebs nicht tun. Und glaub mir das, ich habe mir auch so viel an das dort gefällt. Ich will ab hier mit Botschaften bringen. Das ist überhaupt nicht mit mir. Ich will bis in meine Plastikfabrik gehen. Ich will bis dort tun, was ich verstehe. Und das ist das Einzige, was ich überhaupt noch zu brücken sehe. Aber guck mal, was Petrus passiert. Er hat Jesus verloren. Er hat sogar gepflegt. Was für eine Fehlung hat Luther gehabt? Ich glaube, die Fehlung, die er hat, die wird diese. Ich will nicht sagen, dass die Bibel das dort sagt. Dann kann ich mir aber die Schuld geben, wenn es dann doch nicht stimmt. Aber ich glaube, er fühlt sich so, ich sehe nicht zu brücken. Ich sehe nicht zu brücken, zum Gott sein Recht. Ich sehe nicht zu brücken, zum Jesus sein Deiner sein. Ich habe mir alles abgemessen. Ich sehe die letzte Person, was Jesus jemals die noch was braucht. Jedes jemand anders, der hat sich gehangen. Und ich habe das noch euer gemerkt, als da vielleicht noch. Ich sehe nur später als jedes. Das Beste, was ich nicht bis noch kann, wenn mir eine hängerste Art, wo ich mir bis noch genug beweisen kann. Aber den sie in deiner sind, ich glaube nicht. Du sind so viele Menschen, wo du würden so viel besser gewahr sein, oder wo du würden so viel standhafter gewahr sein, oder wo du nicht Jesus verloren hast. Und dennoch glaube ich, Petrus, in Johannes 21, Vers 3, du sagst Simon, so steht. Simon Petrus sagt zu ihm, ich gehe fischen. Und sie sagen zu ihm, das sind die Partner oder die anderen Jünger, dann kommen wir mit. Sie gingen fortzurecht, stehen in der Lamm und fuhren los. Aber danach kriegen sie nichts. Und wie weit in dieser Geschichte? Ich will hier nicht was lange mehr von dieser Geschichte, aber sie kriegen keine Fisch. Sie kriegen keine Fisch. Sie haben nachher für Jesus gearbeitet. Und Jesus steht an mir, Smars, und er sagt, das muss nach der anderen Seite. Schmied das naht mal nach der anderen Seite, Schab, oder Boot. Und sie sagen, wir haben nachher Fisch, wir haben nichts gekriegt. Aber sie tun das danach. Und dann kriegen sie eine große Herdfisch. Und so einer von den Jüngern sagt, hey, das ist der Herr. Der, was du an der Kant stund, der, was du sagst, das muss nach der anderen Kant schmieden, er hat irgendwie einen Teil geschlagen, sie wissen nicht, wer das wird.
En dan komt je Petrus naar de kant en zo überrascht. Aber dann redet Jesus, zuerst in der 15. Vers, wenn wir darauf gehen, in der 15. Vers, als er es gegeten hat, Jesus hat da even Früchtigkeit verehrt. Als er es gegeten hat, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon Jona, als die läuft mich gerade aus der anderen Erde, hij sagt, ja Herr, du weißt, dass ich die Gott zie. Jesus sagte ihm, dann werd meine Lama. Und es steht dat Jesus hier 3 Mal. Petrus, hast du mich lieb? Sogar, dass Petrus traurig wird, dass er nu auf einmal ein Farch gerät. Warum fragt er mich das? Und Jesus sagt, go werd meine Lama, go werd meine Schub. Wann er womöglich gedacht hat, ich habe mir alles so weit abgemessen, ich sehe die letzte Person, für die, was Gott oder für die, was Jesus nicht nach jemals Worten gebraucht für haben. Da wird der Hauptapostel. Da wird der, was als Lehrer von der ganzen Gruppe Aposteln wird euch sein. Aber wenn Jesus ihr sagt, go. Wenn er selbst groß wird, und er sagt, oh, wenn ich even gestorben war für die. Wenn ich mit die gestorben hat. Nou, zo'n Stalt bestaat heeft Gott geen gebruik voor. En dat is nog ongehoorzaam. Wat Petrus te bewijst. Jesus sagt, die wollen in euren Evangelien, und Petrus sagt, no, das stimmt nicht. Mit dort, wie Gott gehen anreden. Wenn Gott uns ein Verriet was weiten lässt, was wir wollen tun, dann soll uns all Angst und Bang werden und soll wir leben am Genut prachen und dann steht Gott gehen anreden und sagen, no, sonst würde ich nervös nicht tun. No, wenn der gesagt hat, wir wollen das tun, dann will ich das tun. Glaub mir das. Wir wollen das tun, wie ich habe das gesagt. Und das soll uns flotterig machen. Das soll uns mehr am Genut sehen für Gott. Gott bewahrt mich doch. Nee, das doch nicht. Aber hier sei wir dort. Wenn der Mensch dort so bodern hat, dort als Gott, wer sich der wählt, dort als Gott, wer dort bestimmt, du ja und du nee. Wenn wir dann utfahren und wir sagen, dort ist eine falsche Lehre, wer ist dort, wer das sagt? Sind das Menschen, die mit einer Lehre sind abgekommen? Dat Gott sich dort wählt, was er sich wählen will, und dass er dort rejecting das, was er will rejecting. Ist dort eine Lehre von Menschen? Oder ist dort eine Lehre, was die Bibel selbst uns lehren hat, was der Mensch bis gleich leiden kann? Das ist krank, das woran Jesus dort auch immer war erwiesen hat. Das sagen euch je, was du fair sein, das ich. Ich sehe das, was du fair sein das. Du hast eine Lehre, dass Gott von Ewigkeit her sich die Welt, die wir sich raten will. Der humanistische Mensch, der sagt, das ist eine falsche Lehre. Jesus hat all in seinem Ministry wiesen, dass er die Macht hat, zu wählen und zu ziehen zu steuern, so er das will. Du hast einer, der will am nur fallen, er sagt, no. Die beste hat gleich einen Sturm. Du hast einen anderen, der wird wählen, aber das mit so Handrede, der hat aber wichtige Dinge zu tun. Und dann sagt Jesus, du komm. Lass die dode Sachen tun. Maar dit hat Jesus erwiesen, dat zie ik. Wat de fair zijn dat. En met dat hij ook zijn, hij als God zien zien, en met dat hij ook zijn, hij zelfs als God. En wat geeft de Schrift ons voor een leer? Wer will sich gerade zu sein? Wer will sich gerade zu sein? Will der Mensch sich dort? Als Gott dort und so im Himmel, wird so neutral. Er nimmt nicht eine Entscheidung für uns, die Entscheidung, die wir nehmen.
Und wenn wir uns das Gute wählen, das wird ja dann gut für uns sein, wenn wir das Schlechte wählen, dann wollen wir nur Lieden machen, erst dort, was die Schrift uns lehren hat. Dann würden da gerade Menschen viel haben, wo sie können gut von reden. Da würden sie viel zu pochen haben mit sich. Das sei so, wie möglich sein Klickerei was, als nur. Aber das die Schrift uns das lehren, dort actually, das als Gott seine Vorherbestimmung all von jeher was. Wir dürfen nicht über das sein, was der Mensch sich eingegraben hat, wir dürfen bloß Schrift lesen. Römer 8, Vers 28, betardig, als so eine sehr klare Beschreibung. Und wenn Paulus sich hier so verjeten hat, dann habe ich Trouble mit Paulus und auch mit Gott. Warum hat er das dann erlaubt? Dort so ein falscher Schreiber aus Paulus, würde han könnt was in der Bibel schreiben und dort nennt sich Gott sein Wort. Aber wir weiten dort das nicht der Fall. Wir weiten dort Gott lässt sich nicht spaten und Gott wird nicht tolerieren, dass du was Falsches mang sein Wort mang kämpf. Und Gott will sich Paulus selbst. Und sei zu sein, mang der Herden. Und hat so zu sein, meist das halbe Neue Testament geschrieben. Wir weiten, dass Gott wird sich nicht zum Nur merken. Er bleibt sovereign über alle Dinge. Dann müssen wir auch sein Wort nehmen. Und in Römer 8 ist das so sehr klar, wo Paulus schrieb, in Vers 28, er sagt, wir wollten über dort den, der Gott läuft hat, alles zum guten Mitwerk, deine Gottes Aufsicht berufen sind. Das habe ich von der anderen plottische Version genommen, wegen die eine plottische Übersetzung, der so schön uns nicht so mithalten, dort die Mensage so mitkommt, dass der originally geschrieben ist. Aber dann in den 21. Vers sagt er, dann der vorher gewählt hat, der hat auch vorher bestimmt, den Bild von seinen Sehen ähnlich zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter alle Brüder. Dann der vorher gewählt hat, der hat auch vorher bestimmt, den Bild von seinen Sehen ähnlich zu sein. Aber der vorher bestimmt hat, der hat auch berufen. Und der berufen hat, der hat auch gerecht gesprochen. Aber der gerecht gesprochen hat, der hat auch verherrlicht. Dat wir alle in Gott sein sovereign election, das ist, was ich tue. Das ist meine Entscheidung, was ich tue und wem ich will, das ist up to me. Now, die Freewillers, die haben einen großen Trouble mit das. Der humanistische Mensch, der du glaubst, Gott soll in das neutral sein, der soll anslutende Entscheidung nehmen, der hat einen großen Trouble mit das. Und der sagen, das stimmt nicht, wie du das auch übersagt. Ich kann nicht übersagt. Ich habe das bloß gelesen. Ich habe das bloß gelesen. Menschen sagen, das ist nicht fair. Das ist nicht rein, das stimmt mir nicht. Weil, wer fragt ihnen, was die stimmt? Wann hat Gott euch gefragt, wann hat Gott euch gefangen, ein Mensch eine Route fragen und sagen, was heute davon läuft? Wenn ihr mir eine Stelle in der Bibel wiesen kann, dass Gott sich so weit drauf lässt, den Menschen eine Route fragen und sagen, was die Menschen Autorisation vergeben, dann soll ihr mir die Bibel falsch wiesen. Gott fragt den Menschen nicht eine Route. Jesaja 40, als Evermut nicht klar ändert. Wem hat er jemals eine Route gefragt? Wer hat Gott belehrt, was richtig ist? Wer bist du, oh Mensch, dass du Gott gegen anreden ist? Dass du glaubst, der mag nicht die horchen? Aber der natürliche Mensch, der kann das sehr schwer schlucken. Dass heute keine Sei haben, Gott hat alle Sei.
En dat eerste van al dat is nog een, die gaan nach Rom als wanneer sie Christen zijn. Sie bekennen sich als Christen, weil sie sind nicht. Sie sind Gottes Feind. Den Tag, wo die Gott jeden onreden ist, die best nicht mehr einmal einverstehen, bist du ein Gottes Kind oder bist du Gott sein Feind? Das wird die niemals beantworten. Und so, wenn die da trübeln, dass Gott sich wählt, wem er laufen will und wem er hassen wird, wenn die da trübeln, dann habe ich nicht Trübel mit dem Prediger. Dann habe ich Trübel mit Gott, der Gerutste war das. Und der wird uns das Boshaftloten abschreiben, was der das in Wahrheit hat. Und so, das kriegt der Höchpunkt von der Schrift. Wenn Gott der offenbart das actually nicht mal zu den Angläubenden. Der offenbart das zu den Gläubenden. Dass die Gläubenden demütig bleiben. Dass die demütig kein Mal was haben zu pochen. Dass sie haben eine bessere Entscheidung genommen als er nur. Ein gläubender Mensch, der wirklich wahr geworden ist, der weiß dass wir nicht sehen wirken. Dass wir nicht seine Entscheidung. Dass wir nicht seine Klugheit. Dass wir Gott seine Genot, was mir rat. Und ich kann nicht von Groß reden. Aber Paulus sagt, er würde leiste von seiner Schwachheit reden. Wenn er redet von seiner Schwachheit, dann meint er mit seiner Haltlosigkeit, mit das, was er nicht schaffen könnte zu tun. Da würde er lieber von dort wollen reden. So, dass Christus alle ihr kriegt, wegen am Traf alle ihr. Aber Mensch, die trübelt das Fleisch. Dass Gott sich von Ewigkeit her gewählt hat, wem er raten will. Und der, was er sich gewählt hat, der rat er auch. Und der, was heute einen Werk beraubt, der raubt er auch total. Und der, was er nicht dort geraubt hat, und du kämpfst wir an und sagst, ich will dort tun, wo du mich nicht für berauben hast, der sagt, no. Ich habe dir nicht gewählt. Hier kommt es darauf an, sei wie mit Gott mit einverstehen. Sei wie okay mit ihm, dass er alles tut. Wegen Paulus, der das so klar mehr. In Römer 8, in Römer 9. Und besonders in Römer 9, wenn er jetzt ausgeredet hat von Jakob und Esau. Gott hat den einen geläuft und den anderen gehasst. Dort trübelt sehr viele Menschen. Und wenn sie auch nicht mal ganz so viel Scham haben, dann fangen sie einfach an zu sagen, ich sehe mit den Vers einfach bloß nicht mehr einverstehen. Da wird mal eine frühen Prediger gekommen. Und der hat gesagt, was ich nicht verstehen kann, ist, der hat nicht vielleicht nicht da wollte zu sein, ich sie nicht mehr einverstehen, aber der hat gesagt, was ich nicht verstehen kann, ist, mit Römer 9 verstratieren. Dann sage ich, der Prediger, na, ich kann den auch nicht so recht verstehen, den Vers. Und dann fängt er früh an, auszuholen. Ja, woher würde ich also gehasst haben? Oh, sagt der Prediger, da kann ich gut verstehen, dass er also gehasst hat. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum hat der Jakob überhaupt geläuft? Warum hat der Jakob überhaupt geläuft? Like Jakob wie so ein Sünder aus Esau. Gott will sich den Sünder zu laufen. Gott in Gerechtigkeit fordert dort, dass er sein Euer soll über alle Sünder kommen. Wer kann da nicht sagen, dass er nicht ein Sünder ist? Wer kann nicht sagen, Gott soll mich laufen? No, du hast keine Ursache, warum Gott die laufen soll. Uns soll das wundern, warum hat er uns überhaupt geläuft. Wenn wir der Schrift recht verstehen, dann wundern wir uns über Gott seine Genot. Und es steht da, wie Gott beschuldigen, dass er uns arg behandelt hat. Aber was hat Paulus mit dort? Der hat dann probiert, ein bisschen mit Zucker beschmieren. Der hat dann probiert, ein bisschen so zu merken, dass viele Prediger statt von der ersten Tag da, und die merken dort um nachzuhören, dass das nicht so offensiv ist, als das, was Paulus tut in Römer 9. No, dann drückt er bis noch ein Nahtbett dabei an. Dann sagt Jesus, steht in Römer 9, Vers 14. Was soll wie sein? Haben die Jutz geredet von Jakob und Esau? Den einen hat der gehasst, einer der geboren werden, einer der was gut oder was schlechtes getan hat. Dat geht sich eine Mensch erwies, so weit mit an Streck, das stimmt nicht, das soll Gott nicht, was das dort getan haben. Das Paulus dort am Proben zu schlechten.
Dort irgendwo sein dort mit Nada zu mir und dass ich dort nicht so grillig wird. Das ist doch, wo Paulus steht. No. Der duckt dann in Nahtbett dabei an. Warum muss Vers 14 checken? Was soll wie sein? Gott hat doch nicht eierreich, oder jo? Sünd darf doch nicht. Was sag ich hiermit? Was Gott hat uns reich. Der reicht sich nicht in die Jünd, wo die verreich auch sein. Der reicht sich in sich selbst, wo bei am reich ist. Hij sagte Moses, ich will den begnügen, dem ich begnügen will, und ich will Mitleid haben, mit dem ich Mitleid haben will. Das hängt nicht von einem Mensch seinen Willen auf, oder wo soll er sich anstrengen, aber von Gott seine Gnade. Like, wenn das noch nicht hart genug wird, oder wenn das noch nicht offensiv genug wird, was Paulus Albertito gesagt hat, dann hat er noch einmal gescheit. Der Schrift sagte mir, ägyptischen König, ich habe gerade die von der kommen lassen, um meine Kraft durch die zu beweisen, dass mein Name dadurch in der ganzen Welt bekannt werden soll. Dort sage ich, dass Gott genug bewiesen hat, wem er will, und verhorden hat, wem er will. Now, meine Frau ist das. Was das zu uns, wenn die Schrift diesen zwei reden hat? Das hat zwei Dinge zu uns. Wenn wir noch nicht wahre geborene Kinder Gottes sind, wenn wir noch nicht Gott haben kennengelernt, wenn wir noch humanistisch sind, dann festet das sei gehen an und das stimmt nicht, was Gott tut. Und dann haben wir Gott zu verklären, Gott die besten eierrechter Gott. Und einzig haben sogar das all ich gesprochen, dann wird je Gott ein gewaltiger Monster sein. Ja. Wenn du humanistisch bist, wenn du noch nicht gerat bist, wenn du noch nicht aus Gott kennengelernt, wenn du noch nicht weißt, gegen wem die verantworten ist. Yes, das ist, was du sagst. Wenn wir Gott haben kennengelernt, und wenn wir das haben kennengelernt, wenn wir uns haben kennengelernt, wenn wir gesehen haben, wo soll er lang nicht wie würdig werden für Gott seine Gnade, und dass er uns danach gnädig wird, dann haben wir überhaupt nichts zu klären. Dann haben wir uns bloß zu wundern über Gott, wo hast du mir überhaupt geläuft? Ich soll dir mit der anderen alle Typ verdammt werden. Ich sehe, so euch ist der andere alle vielleicht noch euer. Das sind die zwei verschiedensten Wege, wo die Menschen an das nachgehen. Vor dem, dass sie gerat sind. Oder vielleicht Himmel gerat worden. Oder wenn sie erst gerat sind, wirklich gerat sind. Ich will nicht von dieser sogenannten Rattung reden, wo die Menschen eine Entscheidung gemacht. Und doch aber rebellisch gegen Gott sein Wort bleibt, rebellisch gegen Gott selbst bleibt. Lass mir das so klar sein, dass ich das sagen kann. All die, was ein Trouble mit haben, dass Gott sich von Ewigkeit her will, wem er raten will, die sind womöglich nicht gerat. All die, was du abbühen tun, dass die mal eine Entscheidung gemacht haben, das ist nicht Gott seine Entscheidung, das ist jene Entscheidung, was du abbühen tun, die hat mal einen Tag eine weise Entscheidung gemacht, Jesus in den Horten zu kriegen. Und das ist, wo die abbühen tun. Ich will ihnen sehr, sehr streng warnen. Hört ab mit ihnen länger verlegen, dass die Christen sind, wenn sie sind nicht. Erstens, die kann Gott nicht. Erstens, die sind nicht mit einverstanden. Und die hassen ihn noch immer. Oh, die würden wahrlich sagen, dass die Gott leuven, aber weißt du, was den Gott, was die leuven, das ist der Gott, was die uns selbst abgemerkt haben. Und das, woran die so eine Schrift steht, ist das so sehr schlecht lieben kann. Die sind gehasst, über wo Gott die Dinge tut. 100 Jahre von nu wird keiner jüngere Rutfrau, was die von der von Jahren glauben. Die wollen womöglich alle vergessen sein. Die spielen keine Rolle. Und Gott fehlt das nicht unjünd. Und heute überwahren wird noch immer derselbe Gott sein, wird einmal und er wird nach seiner Welt immer wieder führen, so er das noch einmal getan hat.
Die waren so sein aus dem Nebel, so ist die Schrift sagt. So ist ein Nebel, und der geht ab, und wenn die Sonne abschien, dann ist der verschwingte Bild, und es ist nicht zu sein, dass du Nebel gewusst hast. Die Schrift redet von Jünd, die sind so die Blumen, wenn die an groß noch blühen, aber die fällt auf, und die verdriecht, und die wird verwehrt ab dem Stab, und keiner denkt daran, dass du überhaupt gewusst hast. Das sei je. Das sei ich. Und keiner wird ans kommende Rot fragen. Und Gott wird den ganzen Titel danach immer sein. Dort als Gott, wer sich wählt, in wem er sich wählt, und zu was er sich wählt, dort als heu wird dort das. Je machen da vielleicht einen Trouble mit haben. Aber dann habe ich nicht einen Trouble mit den Redner hier. Dann habe ich einen Trouble mit denen, die dort Wörterfluten abschreiben, die dort selbst sagen, sie sind Müll. Jeremia 1, Vers 5. Du redest Gott zu Jeremia, so steht. All euer Eck die, wat in den Mutter erlebt seinen Leut, hat Eck die gewählt. All euer die geboren wirst, hat ich einen besonderen Plan für die, dann all will ich haben, dass die wen der Felder prophezeien sollst. Dit is nicht, dass Gott ramjet in sein aus Himmel wem wat fing. Wann durch der Prophet auch gesagt wird, wenn Gott danach fragt, wem will ich schicken? Und du hast Jesaja sagt, schick mich. Dort ist nicht in den Sinn du geschrieben, dass wenn Gott mal rumkickt, sagen, wer würde mal dankbar sein zu das? Euer Mutterlief gefahren wird, dann hat Gott dort auch vorig, was er will tun mit dort. Und hier so erst das Gerüst, wo ich will das Thema noch ein klein bisschen wo ich will weg ableihen. Das ist das, wenn sich du wer gläuft selbst zu wählen. Wenn du wer gläuft, okay, ich nehme die Entscheidung und ich gehe nicht mehr für Gott schaffen. Wenn du deine Entscheidung gewesen hast, gut für Gott zu schaffen, was bist du dann? Dann bist du ein Salzgeschickter. Dann bist du ein Falscher. Dann bist du nicht von Gott geschickt. Dann bist du von die Salz geschickt. Und da wirst du auch bis dort tun, was die Salz gut sind. Was die für gut anerkennst. Da wirst du nicht in einen Fleisch und Blut kriechen, wenn er ganz gegen den Wahl ist. Gott schickt die aber anders. Gott schickt die anders reden, als du über Gleichen zu reden. Dann wirst du so gehen, dass dir das interessiert. Und du wirst dann auch gehen, die Menschen so zu tun, dass die Gleichen gedient zu sein. Aber wenn wir gucken, was Moses sagt, 5. Mose 18, für die, was sich selbst glauben zu wählen, oder die, was sich selbst schicken. Und erstens redet er von wem Gott schicken hat, und dann über der zweite Part von diesem Aufschnitt, redet er von der Falschen. Der wird bis sich selbst gehen. 5. Mose 18, Vers 18, du redet erst von, wann Gott schicken hat. Ich war an einen Prophet, Sohnen aus die Jeven von manch Menschen, und ich war an meine Wied in sein Mühl Jeven, und er wird an alles sein, was ich am abgeben zu sein, und der Janja, der nicht Wort nur das Wort horchen, wohnt heu in meinen Namen sagt, von denen, wo ich verlangen, dass er sich selbst für mich verantworten wird. So, der erste Part von diesem Aufschnitt ist, wann Gott schickt. Und wenn Gott sagt, dann ist das so jährlich, was er gesagt hat, das hat er gesagt. Und wenn du nicht mit einverstanden sein, aber ihr selbst mit mir verrechnen. Wir wollten, dass das redet hier von Jesus. Nicht wie ein Prophet, das ist Moses selbst wird Gott schicken. Diese Versprechung hat das Volk Israel, aber wir wegen Gott das schicken, nicht wegen den Menschen sich das will. Und dann, während er diesen Mensage, was über den Gegenteil passiert. Und wenn ein Prophet sich wirkt
eine Botschaft zu geben, die ich nicht von ihm verlange, oder eine Botschaft im Namen von anderen Jäger gebe, die soll sterben. Wenn je noch einmal wundern, wo je weiten können, ob die Botschaft von irgendeinem Prophet von mir ist oder nicht, dann halt im Denk. Dort wann ein Prophet im Herrn seinen Namen redet, und dort nicht so ramkamp, dann ist dort nicht eine Botschaft vom Herrn. Dann hat der Prophet dort ab sich selbst genommen, ein Sohn zu sein, und die Brücken dient nicht nur am Rechten. Das ist Krieg groß, wenn Gott nicht geschickt hat, und du als ein Mensch, wer sich will, zu schicken, sich selbst zu schicken, oder selbst zu gehen, dann wird er selbst nicht tun, als dort, was er sich selbst ausdenken hat. Da wird er dort tun, was am selbst interessiert. Und in Jeremia 14, du sei wie diesen selben Trouble. Jeremia 14, da sagt er das, und der Herr sagt zu mir, diese Propheten sei reden in meinen Namen, aber was sie sein, sind lauter Leis. Ich habe ihm nicht geschickt, ich habe ihm nicht abgegeben, und ich habe nicht zu ihm geredet. Was sie prophezeien, hat kein Wert. Die lehen ungefähr mit dort, was sie sich deutlich gemerkt haben, und merken sich dort selbst ab. Das ist ein selbstgeschickter Prophet. Wenn die glaubst, selbst zu wählen, ich will gehen für Gott schaffen, und Gott hat die nicht geschickt, dann bleibt die bloß einzelne übrig. Dann muss die bloß dort die nicht gut denken, alle tun. Und die wirst auch. Wenn du ein falscher Prophet bist, die wählst die bloß selbst. Der einzige Weg, wo die wirst können, statt sie bestehen bleiben, dass die Menschen dass die wollen Graut haben, oder dass die wollen Wunder denken von die. Heutzutage, dann muss die auch so beiden, was die Menschen interessiert. Dann kostet die nicht, der Gott sein Wort verleihen, wo du Schnitt aus dem Doppel schwert, da kostet die dann nicht tun. Und die wirst du nicht mal wollen tun. Wenn dass die dort was tun, dass die was selbst ein Opfer sein, und dass die auf den Altar legen bleiben, dass die ganz geopfert bist. Das kommt aus von Gott. Dass er sich die wählt, und dass er die schickt, und dass er die wieder in Müll zu reden, was Gott will geredet haben. Ich muss dann drehen den Weg. Da sage ich wieder in Jeremia 14, er sagt, in du wegen sagt der Herr nu, die Propheten, wo ich nicht geschickt habe, und da in meinen Namen sein, da das schwert in der Hungersnot nicht wollen in das Land kommen, die wollen sich durch das schwert in der Hungersnot, die wollen durch das schwert in Hungersnot sterben. Also die Propheten, die nicht kommen und prophezeien, das schwert wird nicht über uns kommen. Oh, no, uns wollten nicht wollen. Die sagen, Fried, Fried, Fried. No, die sagen, die wollen selbst durch das Schwert sterben. Und die Lied, zu wohnen soll dort sein, wollen in Jerusalem abgegossen, geschmeten worden, wann das Schwert in der Hungersnot kommen wird. Du wirst keiner anbegruben, nicht an, oder ihre Frühes, oder ihre Sehens, oder Dächter. Ich will am geben, was sie verdient haben. So, hier so wir dort nicht nur bloß die Propheten sind in der Gefahr. Aber die Menschen, die die Propheten anhängen, die Menschen, die die Propheten ihre Lehres horchen tun, sind in so einer Gefahr, als die Propheten selbst sind. Und weil wir dort mal ein klein bisschen anwenden, ob ein selbst geschickten oder ein selbst gewählten Prediger, wo du kämpfst, Fried zu predigen, wo du kämpfst zu predigen, in Menschen anbildet, sie sind gerat, wenn sie aber nicht gerat sind. Die kommen und versprechen ihnen falsche Freiheiten. Die kommen die reden nun nicht Gott sein Wort, aber die reden eigenes Wort, was der Mensch merkt im Gottfeil. In der Entscheidung, was der Mensch jemals einen Tag gemerkt hat, dort sprechen die Erfahrung zu. Und diese Propheten, die vergeben, Christen zu sein, wurden in eine Halle geschmissen worden.
von der Halbjuts, was sie sagen, Gott hat entgerat. Und die wird diese Propheten gleich in unterhören worden, mit der Taub geschmitten worden. Weil die länger verführt worden, weil die länger wirklich so sehr unschmieren. Das ist das, was die wirklich will. Bild die noch einmal an, die sind wirklich gerat. Based on eine Entscheidung, was die einen Tag genommen haben. Wofür braucht dort, dass der Mensch abweicht? Und dass der Mensch das mal zu sein kriegt, ich sie verloren. Das ist das Krieg, woran der Kirche nicht erst um daheim kommt, um die merken im Gottfeil. Jeder Kirche, wenn die daheim kommst, in jeder Prediger, dort heißt Streben erst, dass die wollen die Menschen im Gottfeil merken, was daheim kommt. Das sind falsche Prediger. Die Kirche ist nicht um daheim kommen, damit wir uns selber Gott feiern. Die Kirche ist nicht, damit wir daheim kommen, damit uns soll gesagt werden, wofür gute Menschen wir sind. Die Kirche ist, um uns dort deutlich merken, wer Gott ist. Und die Kirche ist, um uns dort zu sein, wo gefallen wir sind und wo beneidig wir einen Radar sind. Die Kirche ist, um uns bei der Beknäues bringen, dass wir Büsse tun. Und nee, die Kirche ist nicht die merken im Gottfeil. Jeder Prediger, wird die Glieder nicht im Schlagfeil merkt, ist kein Diener Gottes. Was sagt Paulus dort? Entschuldigung. Paulus. Wenn ich nach Probe den Menschen zum Gefallen leben, dann sehe ich nicht Christus in Diener. Das, woran wir machen, so soll er nicht kicken. Ist das von Gott oder ist das von einem Mensch? Hat ein Mensch sich selbst gewählt? Wenn es in Lukas 6, Vers 26, da redet Jesus es das. Woher jünt, wenn allemal Gott von jünt redet, willst dort erst, was er Führer von den falschen Propheten deuten. Lass mich den Vers noch einmal lesen. Woher jünt, das ist Lukas 6, Vers 26. Woher jünt, wenn allemal Gott von jünt redet, willst dort erst, was er Führer von den falschen Propheten deuten. Der reden Gott von den falschen Propheten. Woran meinst die falschen Propheten reden krank so, das wäre Uhren und Jäcken da. Da wird sie also so wollen hier. Und Paulus sagte Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 2. Das Predigen von das Wort, das ist nicht angenehm. Das Predigen von wirklich Gott sein Wort, das wird nicht anerkannt und das wird nicht abgenommen von den natürlichen Menschen, denn das lauter ansehen. Und wenn wir wollen, die verlorenen Menschen zu verrichten, dass die sollen Gott denken von uns, dann sagen wir, kriegt das. Dann wir kriegt das jene, aus was Paulus der Timotheus sagt. Paulus sagt es der Timotheus, predigt das Wort auf die Titel reich ist oder nicht. Vermonen drijf, aber blijf du bij geduldig. Spreek aan Motto dat zij du dadurch wat leren. Nu hör mal, was er sagt. Willst du wat ne Tijd kommen. Und da sei die gesunde Lehre nicht vertrauen worden. Und sie wollen sich lehrerisch anschaffen, der so lehren, als anders gefällt und dann bloß noch die Uhren kitteln. Das ist wovon eine Zeit du wat kommen. Die gesunde Lehre, wodurch wir kann gerat worden, die wollen sie nicht vertrauen. Weil das ist die gesunde Lehre. Die gesunde Lehre ist, wir kicken ab, wer Gott ist. Wir lernen mehr von den Kernen. Wir lernen immer mehr von denen seine Herrlichkeit, wo er erreichter ist. Aber die gesunde Lehre in den selben Zeit, wie sagt immer da, wer wir sind. Und wo schuldig wir sind. Wo beneidig wir von einem Radar sind. Wo Gott alles ist und alle Macht hat und wo wir nicht in Sturm sind, Gott zu tun in uns selbst. Da wir nichts zu pochen haben. Das ist die gesunde Lehre. Das ist die rechte Warnung. Aber da wollen sie nicht vertrauen. Wo wollen sie in jedem sein? Oh, der rennt uns bis einmal rauf. Der redet bis einmal schlecht von uns. Weil das wird das Volk Israel auch deut, zu den Propheten ihrer Zeit. Der hat bis einmal böse zu sein. Das woran wir nicht leiden können.
Wanneer worden ze dat aan? Dat toch die waarheid weer wat hij gepredigt had. Als die stroef is even een time, wo die Propheten niet al immer veel gewarnt hadden. Dan worden ze dat aan, dat moet werkelijk een Prophet geweest zijn. En dat krijgt wat van in deze tijd passiert. Dat beleven we zelfs. Die worden zich liever predigers anschaffen, wat en die Uhren titelen, wat du so reden, dass mir das interessiert. Sie wollen ihre Uhren von der Wahrheit wegdrehen und lieber nach Fabeln horchen. Nach Fabeln, was wir kennen von merken. Geschichten, was wir merken in Goldfeilen und da haben so eine schöne Predigt gehabt. Wir sind so mutig. Fahren so mutig nicht von der Kirche weg. Weet je wat? Ich würde viel, viel mehr Hoffnung haben für Jünd. Wenn die von der Kirche wegfahren, gebrauchen. Wenn die dann mutig hergekommen, nicht von dem, wo wir mal schöne Leute sagen, wir wollen da mal von dem, was die Prediger mir mal mutig sprechen, und ich fahre ganz gebrauchen weg. Weet je wat? Ich habe viel, viel mehr Hoffnung für Jünd, wenn die gebrauchen von der Kirche wegfahren. Als wenn die da abgejagt en mutig davon wegfahren. Ja, soll je mutig sein. Wenn je das morgen tun, wenn je nicht davon herkommt, wo gnädig Gott je was, dass Gott je gerat hat, dass Gott danach so sinnliches gewähren, dass Gott hat danach so eine Not bewiesen und dort je Mut darf, yes, das ist eine biblische Mut. Aber wenn die du wegen weil mutig sein, wenn das allemaal was Gott von Jünd geredet haben, und das ist, was die Prediger gebraucht haben, Jünd brauchen, als die Ursache ten mutig zijn, dan fürchte ich. Dan fürchte ich mich, als die überhaupt gerat zijn. Dan ist das womöglich, wenn die so ein Prediger haben, wo die merken Gott feilen, wenn sie halbwegs gute Menschen sind. Wenn sie haben die rechte Entscheidung genommen, die kann einmal mal drehen, die in die Bibel angucken, wenn er den Duden da geschrieben, wenn er die Hand Jesus genommen, wenn dort der Trost ist, was die Prediger verdient haben. Und die merken, du mit dem Gott feilen, dann fürchte ich für ihn. Und ich fürchte für ihn, dass die dort in der Verdammnis waren, erwarten, was von vielen je gemerkt haben. Das Krieg die Ursache, woran wir nicht gelobt waren. Das Krieg die Ursache, woran wir nicht auf vielen Städten in dieser Welt Ruhm haben, wann wir überhaupt Ruhm haben. Das Krieg die Ursache. Wenn wir deinen die Menschen nicht über so einen Weg, dem die merken im Gottfall. Wir merken dem Schlagfall. Und das woran wir nicht, wo würde ich mal sagen, auf vielen Städten, die können uns nicht leiden. Nicht wegen wie, der wird undun, nicht wegen wie die Menschen proben ein Hindernis zu sein. No, wir wollen die für die wirkliche Gefahr, und da wird sie stehen. Das ist die Gefahr, in die Verdammnis zu kommen. Und das, was viele nicht hören wollen. Aber ich traine ans Thema von dir. Traine ans Thema. Wenn das eine falsche Lehre ist, dass Jesus sich wählt, wem er wählt, was brauchen, der Führer wählt sich, wem er was raten, der hat die von Ewigkeit her dort bestimmt. Wenn das eine falsche Lehre ist, ich frage mich dann fragen, wovon falscher Prophet hat Johannes dann gewesen sein? Johannes saß. Jesus, der redet sehr hart. Der redet von so Dingen, was sich bloß selbst anschlecken deuten. Der wollte wollen, Jesus wegen der Arrechte Ursache nur fallen. Der redet so hart dabei, dass der so ärgerlich wird, dass der am verleuten. Und das ist einfach zum uns Beprüfstellen. Uns wird so hart in der Bibel gesagt, zum sein, als wir danach wollen, mit Gott mit einverstanden sein, als wir dann auf einmal den in den Regen drehen. Durch die Probe muss wir gehen. Man muss sagen, wenn ich in Trouble habe mit Römer 8 und 9, und mir fängt die Bibel dann ein Aufschritt zu sein, und das ist, wo Gott ist, like dann falle ich auf von den Gott, dort fehlt doch. Das ist ein Filter, damit ein Rütfilter, wenn ich sehe einen Falscher.
Ich habe gerade noch nie nicht geläuft. Ich habe wegen der ganz archte Ursache, was von denen wollt. Und nu ist das so anders, als ich gedacht habe. Und das wird Jesus in einem Fall ja auch passiert. Johannes 6, Vers 53. Jesus sagte ihm, ich sage Ihnen die Wahrheit. Wenn je den Menschen sehen, sie Fleisch nicht essen und sie Blut nicht trinken, habt ihr kein Leben in ihnen. Wer mein Fleisch at und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich will am letzten Tag abweichen. Weil das hört sich nicht sehr schön für einen natürlichen Mensch. Das ist ein Aufschied. Er sagt, mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch at und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. So als der lebende Führer mir geschickt hat, und ich wegen am Leben, so wird auch der mein Fleisch at, wegen mir leben. Das ist das Brot, das von Himmel raufkam. Und das ist nicht so als das Brot, das jene Führer essen, die sind gestorben. Aber wer das Brot at, wird ewig leben. Das seht heu, als heu in Kapernaum in ihre Schule lehren dort. Viel von seinen Jüngern, als sie das hier sehen, das sind hohe Wert. Wer kann das verstehen? Als Jesus erwartet, dass seine Jünger durch Eva anzufrieden werden, frug er an, steht ihn dort? Was will je dann sein, wenn je den Menschen sehen wollen, seinen Träg durch Hand fahren, woher ihr schwer? Like, wenn je das als stieren dat, das was ich Ihnen nur sage, wo hut der wo je dann sind? Wo soll er, was je das dann euren, wenn je das wirklich ist worden sein? So, traine das nach uns Tags. Das ist Gott, wer uns wählt, heute hat uns wahre geboren, ob ihr seine Entscheidung, heute hat diesen Plan, nicht wie. Und wenn wir glauben, wie Hand, du was hier tun, dann sagen wir, ach, kehr mal, was Johannes hier wieder sagt. Was Jesus gesagt in Johannes. Das Leben kriegen wir durch den Geist. Das Fleisch kann du nicht halten. Das Fleisch kann du nicht halten. Die haben du nichts getan. Die wird, die ich dreht, sind Geist und sind Leben. Aber man gibt seine Söhne, die nicht glauben. Weil Jesus weiß von Anfang an, wohnt die Viren, die nicht glauben, und wer am verroden wird. Und er sagt, du wegen sehr echt zu gehen, dass keiner nur mehr kommen kann, wenn der Führer dort nicht, wenn dort nicht von dem Führer gegeben ist. Hast du Trouble mit das? Du kannst keiner nicht Jesus kommen. Wenn du wer sich selbst abhörst und sagst, ich sehe nicht Jesus gekommen, ich sage mir Jesus ab. Nee, die hast nicht Jesus abgesagt. Die kannst du nicht mal hinkommen. Und weißt du was? Du weißt auch nicht mal. Wenn die dort nicht von den Führer gegeben ist, dann darfst du nicht mal und dann weißt du auch nicht mal. Erstmals, das ist der ehrlichste Ding, was du in deinem Leben gehört hast, nicht Jesus kommen. Das ist das Wichtigste auf von deinem Leben. Und du wirst die überpochen, du bist selbst in deine kluge Entscheidung daheim gekommen, du lässt die selbst fair, du bist nicht. Weil man sagen, Jesus hat die wirkliche Rat, aber du bist in einer Kirche, wo falsch gelehrt wird, und du bist eine Zeit lang mitgeritten. Das ist traurig genug, ich weiß das. Aber eure Luther, wirst du das erwarten, das ist falsch. Eure Luther wirst du das erwarten. Wenn du wirklich Rat bist, dann wirst du das erwarten, dass wir euch tun, was die raten dort. Dass wir euch tun, was die Entscheidung nimmst. Dass wir Gott, was sich die will, die zu raten. Und von dann an gingen viel von seinen Jüngern drei und gingen nicht mehr mit an. Like, wenn diese Sache ist, das ist, wenn dort alles ist, was wir mutal, dann sind wir durch mit diesem Prophet. Weil, guess what? Was glaube ich passiert von den ersten Tagen haben wir? Wenn das so ist, wenn die Radung so dort ist, wenn dort alles ist, was teilt, was ich meine Hammer habe, euer Strung, wenn dort alles ist, dann sehe ich durch mit das.
Und viele sagen dort nicht, ich sehe dann durch. No, die wollen sich dort dann bloß über so einen Weg, das Paulus dort Timotheus sagt, die wollen sich lieber Lehrer anschaffen, die wollen dann bloß noch die Uhren kitteln. Die wollen dann bloß den zwei Worten verdrehen, dass sie doch waren, die ich kriegen, dass sie sich waren, kein Geld fallen über sich selbst. Dann sagt Jesus zu den 12, weil je auch weggehen, und dann sagt Simon Petrus zu ihm, Herr, nach wem soll wir gehen, die wird sind auf ihr Leben. Worum es durchgeht, einer, das ist der. Das, was das Prophet lehrt, das ist so ein Falsches, das kann ich nicht schlucken, das ist nicht so, was mich interessiert, und die verluten. Und dann sage ich, Jesus, okay, so, die waren noch mal abwählen, alle gehen, nicht? Ich meine, Petrus sagt, du hast auf ihr Leben. Worum haft dasselbe Message? Der eine haft das aus dem Leben gehört, und der andere haft das aus dem Tod gehört. Was sagt Paulus? Wie sind die scheinrichtende Botschaft für Bad, für die, die geraten werden, und für die, die verloren gehen? Wie sind das für die Bad? Für die, die verloren gehen, sind wir in Todesgeracht im Tod. Das stinkt das. Aber für die, die geraten werden, ist das ein Lebensgeracht im Leben. Dieselbe Botschaft ist Tod für einen und Leben für den anderen. Und dann sagt Petrus es das. Und wir sind auch dazu gekommen, dass wir glauben und wollten, dass die Christus Gott sein Heiliger sehen bist. Und dann hört man, was Jesus gesagt sagt. Jesus sagte ihm, habe ich nicht die 12 gewählt? Habe ich ihn nicht gewählt? Wenn ich ihn nicht gewählt habe, würde Jesus das sagen. Habe ich ihn nicht gewählt? Und danach, even die, was am verruden wird, den hat er sich gewählt. Er sagt, habe ich ihn nicht gewählt, und einer von ihnen ist ein böser Feind? Even den Verruder will Jesus sich, zum dort tun, zu was er bestimmt wird. Es ist all so, was uns bodern hat. Er redet von Judas, Simon Iskariot, sein Sehen, einer von den 12, der am verruden wird. Und so, was das ganze Message wirklich mit sich bringt, das ist das. Jesus weißt du in Matthäus 8, Vers 18 bis 22. Er will sich dort, die wir am soll nur fallen. Und er schickt die drei, die er sich nicht dazu gewählt hat. Er hat nicht die Fähigkeit, so ein kummervolles Leben zu führen. Sie würden dort nicht vertrauen können. Das nicht mehr. Wenn sie auch noch glauben, Gott anzufangen, das hab ich nicht. Die merken nicht für euch. Wer du für euch merken, das ist die, was Gott bei dem Enkel Stand aufhält. Wenn dort nicht dort wird, dort Gott uns bei dem Enkel Stand aufhält, da wird keiner bei dem Enkel Stand aufbleiben. Das ist die Versicherung von den Gläubigen. Die Assurance of Salvation, dort die Radung sicher ist. Das ist, warum wir unsere Radung nicht verlieren können, wenn es dort wir nicht so, wo wir uns wählen. Da wir so, wo Gott sich wählt, zu tun. Und das ist, warum die Radung stehen bleibt. Das ist, warum die nicht jetzt zu verlieren. Wenn ich meine Radung verlieren kann, ich würde. Wenn ich würde all manchmal verloren haben. Ich habe genug bei sich getan, was du all würdig wird sein, auszusprechen, oder was du all würdig wird sein, dann mit der Zeit zu steigen. Das Gott mir lang hat, sollte sehen. Aber der hilft nicht. Warum nicht? Wegen das heu erst, dass wir uns hält. Und heu erst, dass wir uns strufensichtig in uns war, treten Han holt, wo er uns Han will. Wir sehen wohl. Und zum Schluss will ich das sagen. Für die, was verloren gehen, für die, was eine selbstgemerkte Radung haben, der trubbelt das Säuer. Der trubbelt das grülich Säuer. Das sei nicht mehr Tal. Die Erfahrung, was sie tun, wenn sie tun nicht.
Dat vliet auf aan, dat niet in die radere weg draagt. Dat trubbelt Jesaja. Voor die wordt de werkelijk geraad zijn. En die wordt het werkelijk te zijn gekregen han, wo zou verloren zijn weer. Wo allmählich dat wir, dat zo'n wraak is einer is, dat ik überhaupt kan geraad worden. En dat Gott danach genoeg bewijs. Een werkelijk gerader Mensch, der kann dat überdenken, wahrer. Der kann bis bei einer Konklusion kommen. Wann het nicht Gott gewas wird, dann wird ich nicht gerad. En dat is krijgt waarom boos de werkelijk gerade Menschen kan dankbaar zijn over de biblische leer. En die kan zich immer dollar door tevreden. Dat is zo fijn dat God zich dat gewild heeft. Dat God mij wil te raden. Dat God mij een levensbeeld aanschrijft, hij de wereld in grond leert. Dat hij dat al gedaan heeft. Vinks, van God had wil wagen, wat ik geboren werd, en te moet zijn wat ik daar in mijn leven wil doen, en toen wordt hij mijn naam dan aanschrijven im levensbeeld. Want dat de grond werd te mijn naam im levensbeeld aanschrijven, dan had hij nergens mijn naam dan aangeschreven. Maar nu schrijft hij mijn naam im levensbeeld, ja, hij de wereld in grond leert. Ja, ik had een uitzicht gegeven mijn naam dan aan te schrijven. En dan, wanneer hij de naam dan aangeschreven heeft, dan zet hij mij op. Dan laat hij mij vandaag komen. En zoals als ik zie, van met de lief aan, wil hij zich danach mij zijn kind te maken. En dat heeft hij met iedereen een van de werkelijk gerade mensen gedaan. We kunnen zo froh zijn dat hij niet wacht, maar zum zijn we goed wie worden zijn en dan doen we ons raad. No, we kunnen zo froh zijn dat hij ons liever euer raad. Dat hij ons liever euer wilt. Dat is waarom de ware, de werkelijk ware geboren Christen, kan froh zijn te zo'n leer als dit. En dat is ook waarom dat zo'n zo grote hindernis is te al die volken. De volken willen zelfs in het centrum zijn, die willen zelfs de oorzaak zijn. Die smeren zich bis allemaal aan. So, ik wil je in alle motor spreken. Laat je dat niet boderen in de schrift, wo God streng redt. En dat redt hij van de oorzaak. Dat redt hij hem dat die niet geraad zijn, dat ik best geraad doen, dat hij zo'n ekel doet van krijgen, dat hij moet zelf vandaag komen, wo zij en dat oeieren dat. Dat is een filter. En dat deed hij ook om dat proeven, dat die wat hij geraad heeft, die verdrijven dat. Even wanneer het ook hard is. Even wanneer ons het braakt. Even wanneer we ook luisteren verken wel, bis trainen aan de verscherie gaan. We voelen ons zo nutzloos. Even danach. Kamp hij met dit vandaag. Ik lief die. Die best mijn kind. Amen. Aanbidden. Laten we hier achtervoeren. Ik weet niet wat ik zeggen zal, wanneer ik aan die grote genoeg denk. Wat gaat die best? Wo die haas ons geluift, daarom dat we die niet oorzaak geven, die te luiven, ons te luiven, dat die ons is luiven. Herr, ik kan niet goed reden van mij. Ik kan nog niet wo pochen. Dat ik heb wo wat goed het gedaan. Wens wanneer nog wat goed het passiert is, dan hast die dat gewild en hast die dat gewerkt. Deswegen kann ich nicht groß reden, nicht von ein von uns, aber einzig von die, dass die von so einem Wrack ist wie sein, Königs und Priester schmerks, die zu dein, die zu verherrlichen. Und dass die Ursache bist dafür. Herr, musst du das auch wieder das dort tun.
mocht die uns wieder gnädig sein und dass die das versprochen hast, dass die uns was bei dem engten Stand aufhält. Du verlot wir uns ab. Wir vertrauen euch uns selbst. Und wir haben doch noch nicht Hand zu gehen hier auf dieser Welt, um Ruhe zu segnen. Aber einzig bei dir fängen wir Ruhe und fängen wir Halb und fängen wir dort die Hoffnung und Vertrauen. Dort, wenn wir es abgeben, wenn wir es nicht länger uitholen können, die Beste, wer uns hält. Die Beste, wer uns zurückholt, wenn wir uns verbessert haben. Und die Beste, was uns nie in Kraft gibt, jeder Tag, die zu tun. Und hier musst du dafür in alle Ewigkeit gelobt werden, und Jesus sie nun bereit. Amen.